Yes, großartig. Hey, ich freue mich sehr, Leo, dich zu sehen. Und das sieht fantastisch aus. Großartige Message. Und danke, dass du dir jetzt noch Zeit nimmst, um einfach noch ein bisschen einzutauchen, zu vertiefen. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, nutzt denn Gott immer Krisen, um uns zu entwickeln? Also will der irgendwie uns traumatisieren? Oder was ist da los? Warum nutzt Gott Krisen? Also grundsätzlich ist nicht, dass Gott eine Krise nutzen muss, aber es ist oft das wie ein Megafon, oder? Gott spricht zu uns, ganz normal. Wir hören es, aber machen nichts. Und die Krise ist immer ein Megafon. Und das hat Gott immer gebraucht, wie bei einem Kind, eigentlich braucht ein Kind eine Strafe. Nee, es braucht keine Strafe. Aber oft ist es eben wie ein Megafon zu sagen, jetzt hast du eine Linie überschritten und du machst es ja nicht einfach, damit du der Vater bist, sondern du weißt, für das Kind ist es nicht das Optimale. Und ja, es ist eine Möglichkeit, wo Gott nochmals das Herz so richtig durchschüttelt, weil dann hören wir. Es ist auch oft so, sagen Leute, ich brauche keinen Gott bis zu dem Punkt, wo du eben Pech in deinem Leben hast oder eine Krise hast und man muss nur genug lang warten. Irgendwann kracht es einfach mal rein. Es ist einfach so. Das ist wahr. Wenn ich jetzt sage, hey, diese Krise hat mich völlig erschüttert, diese Corona-Krise, denkst du denn, mein Fundament in Jesus ist zu schwach? Ja, das kann ich nicht einfach so beurteilen, ja oder nein. Aber ich finde es immer wichtig, dass man in den Spiegel schaut und die Frage stellt, warum erschüttert es mich so? Und es gibt ja dann immer gewisse Leerplätze draus. Oder ich habe auch gewisse Dinge, wo mich genervt hat, mich immer noch nervt in der Corona-Krise. Andere nerven gewisse Punkte gar nicht. Ja. Also ist es immer gut, wenn man in den Spiegel schaut oder Freunde fragt oder dann dein Mann fragt, deine Kinder fragt, da gibt es dann irgendetwas, was dir auffällt. Ja, genau. Weil manchmal ist man ein bisschen betriebsblind in dem Sinne. Und darum ist es immer wichtig zu fragen, ist das Fundament gut genug gebaut, ja oder nein. Aber natürlich, man hat ja immer das Gefühl, man hat zu wenig Glauben und zu wenig Fundament. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in das Religiöse reinkommt, das Gefühl hat, ich muss jetzt das nochmals größer machen. Aber wenn es Dinge gibt, die offensichtlich sind, unbedingt anpacken, ja. Super. Du hast auch über die Rolle und die Wichtigkeit von Kirche gesprochen. Und es gibt sicher Leute, die schauen auch zu jetzt und die merken vielleicht, ja, Kirche hat für mich eben nicht funktioniert. Oder ich bin vielleicht enttäuscht oder ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Warum können wir trotzdem immer noch sagen, doch, Kirche funktioniert? Also generell ist es eben so, Leute sind auch enttäuscht von Gott und Enttäuschung hat mit dem zu tun, man hat eine Erwartung. Man hat eben auch eine Erwartung, wenn ich an Jesus glaube, was bedeutet eben glücklich zu sein? Man sagt immer, wenn ich an Jesus glaube, dann bin ich glücklich, man wird nicht mehr krank und man geht nur noch nach oben. Und diese Dinge, die müssen ehrlich gesagt zerbrochen werden, weil das ist nicht Realität. Und es gibt Dinge in der Church, die sind einfach, du hast mit Menschen zu tun, da wird man enttäuscht und das ist normal. Das heißt, man wurde getäuscht in der Vorstellung, die man hatte und die ist dann meistens zu hoch. Also die Enttäuschung ist immer eigentlich nicht per se falsch. Nur dann darf man nicht das Kind mit dem Bad ausschütten, weil am Ende vom Tag, ich brauche Gemeinschaft. Ich kann nicht meinen Glauben, natürlich muss ich mir und mein Jesus, das ist mega wichtig, aber ich brauche auch Freunde, die mir helfen, die für mich beten, die mich unterstützen. Und die Bibel sagt, eine dreifache Schnur reißt nicht so einfach auseinander. Das heißt, du brauchst Menschen, speziell in Krisen, wo du weißt, die tragen und unterstützen mich. Und es ist immer noch so, wenn 2 oder 3 zusammenkommen im Namen von Jesus, ist er mitten unter ihnen. Darum das ist für mich Gemeinschaft, braucht es immer noch, ob es online ist, Microchurch, die Formen, die werden sich weiterentwickeln, aber nicht die Art. Und was würdest du vielleicht jetzt ganz konkret jemandem sagen, der eben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat? Wie soll ich jetzt vorgehen, wenn ich wieder Gemeinschaft suche? Es ist ja wie eine Ehefreundschaft, wenn dich jemand enttäuscht, kannst du auch sagen, so, ich öffne mein Herz nicht mehr. Man muss das Herz wieder öffnen, das ist wichtig, weil sonst habe ich ja eine Mauer. Ich profitiere in dem Sinne nicht mehr. Und für das, ich sage jetzt mal, das Wort Seelsorge brauchen wir oft, ist ja nichts anderes, man nimmt der Seele Sorge, man schaut dafür und man hat einen Moment, man nimmt das Abendmahl, man betet mit jemandem zusammen, hat eine Aussprache, was immer auch hilft, aber dann braucht es unbedingt einen Neuanfang und das ist, ich sage jetzt mal, in jedem Bereich vom Leben eigentlich so, weil sonst wird dich das Leben prägen oder verprägen und das ist immer nicht gut. Absolut. Du hast von dieser Spaltung gesprochen während dieser Krise. Was kann ich tun für diese Einheit, also jetzt gerade in Familien oder auch im Umfeld oder im Job, dass wir diese Einheit wieder
Ja, für mich ist es mega wichtig, ich habe ja auch eine klare Meinung. Ich habe eine klare Meinung, die ich vielleicht jetzt nicht gerade so krass sage auf der Bühne, weil ich möchte wirklich nicht auf ein Lager gehen. Und es ist wichtig, dass man eben auch sich in die andere Person oder Gedankengut versetzt. Nicht einfach sagt, das ist richtig, alles andere ist falsch. Und das fehlt mir ein bisschen auf beide Seiten, dass man zuhört, sich auch einmal mit den anderen Themen auseinandersetzt, weil wenn du googelst, kommt immer nur der Algorithmus und das, was dich schon interessiert. Also deine Meinung wird noch krasser. Und wir haben es verlernt in meinen Augen, die Juden haben ja Streitgespräche, wo man Stunden, tagelang über ein Thema debattiert und sich die Köpfe theologisch einschlägt, bis man dann zu einer Entscheidung zusammenkommt. Es war aber immer eine Entscheidung zusammen. Das ist etwas, was ich mir wünsche in meiner Familie, in meiner Small Group, dass man kämpft und bis man eine Meinung hat und wenn man das auch anders dann sieht, einfach stehen lässt. Einfach mal Dinge stehen lässt. Nicht immer das Gefühl habe, meine Meinung ist gleich Gott. Einfach stehen lassen. Kann doch Dinge stehen lassen. Hey, vielen Dank für das Gespräch. Es war mega spannend. Wenn du jetzt zugeguckt hast und die Message noch nicht geschaut hast, dann mach doch das noch. Ich ermutige dich, die einfach noch anzuschauen. Und vielleicht bist du auch ganz neu und das erste Mal heute mit dabei oder neuer mit dabei. Einfach hier nochmal ein Hinweis. Connecte doch mit uns. Komm auf unsere Website auf icfch/connect und lass uns wissen, wie wir dir helfen können. Wir würden es lieben, wenn du ein Teil wirst von dieser Family, egal ob online oder vor Ort. Wir möchten gerne mit dir unterwegs sein in diesem Abenteuer mit diesem gewaltigen Jesus. Und jetzt wünschen wir dir Gottes Segen und eine gewaltige Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder zurück in der Celebration live hier aus der Hall. Bis dann. Here is my heart, Lord, have it all.